Wie können wir Symbole so aufnehmen, dass sie die christliche Botschaft in der Form und Sprache des Metals ausdrücken? In meinen Herbstferien, als es ruhig war, ist mir das alles wieder einmal durch Kopf und durchs Herz gegangen. Und ich hatte Lust zu zeichnen. Und da bin ich bei den orthodoxen Kreuzen hängen geblieben. Ist euch auch schon aufgefallen, dass diese 3 Querbalken haben, diese orthodoxen Kreuze? Und erst noch, dass der unterste schräg ist. Bei der Recherche habe ich gemerkt, dass diese Kreuzform besonders damit zu tun hat, wie uns der Leidensweg von Jesus im Lukas-Evangelium überliefert wird. Der Evangelist beschreibt andere Details als die anderen 3 Evangelien. Und er stützt sich dabei besonders auf die Frauen aus dem Umfeld von Jesus als Augenzeuginnen. Was bedeuten also die orthodoxen Kreuze und wie können diese für dich und mich zu sprechen beginnen? Und hoffentlich dann auch für die ganze Metal-Szene. Manoa liest uns den entscheidenden Abschnitt aus dem 23. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Wer mag, kann vorne gerne mitlesen. Anschließend hören wir dann Ausschnitte aus dem Song Son of God von Neon Cross, die die ganze Szenerie verarbeiten. Die Soldaten führten Jesus zur Hinrichtung. Unterwegs hielten sie Simon aus Kyrene an, der gerade vom Feld zurückkam. Sie luden ihm den Querbalken des Kreuzes auf, damit er ihn hinter Jesus hertrug. Viele Leute aus dem Volk folgten Jesus. Darunter waren Frauen, die sich auf die Brust schlugen und um ihn weinten. Aber Jesus drehte sich zu ihnen um und sagte: Ihr Töchter von Jerusalem, weint nicht um mich, weint vielmehr um euch selbst und um eure Kinder. Zusammen mit Jesus wurden auch 2 Verbrecher zur Hinrichtung geführt. So kamen sie zu der Stelle, die Schädel genannt wird. Dort kreuzigten sie Jesus und die beiden Verbrecher, den einen rechts, den anderen links von ihm. Aber Jesus sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten verteilten seine Kleider und losen sie untereinander aus. Das Volk stand dabei und schaute zu. Die Mitglieder des jüdischen Rates verhöhnten ihn. Sie sagten: Andere hat er gerettet, jetzt soll er sich selbst retten, wenn er der Christus ist, den Gott erwählt hat. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie gingen zu Jesus und reichten ihm Essig. Dabei sagten sie: Wenn du der König der Juden bist, rette dich selbst. Über Jesus war ein Schild angebracht: Das ist der König der Juden. Auch einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, verfluchte Jesus. Er sagte: Bist du nicht der Christus? Dann rette doch dich und uns. Aber der andere wies ihn zurecht: Fürchtest du dich nicht einmal Gott? Dich hat doch dieselbe Strafe getroffen wie ihn. Wir werden zu Recht bestraft und bekommen, was wir verdient haben. Aber er hat nichts Unrechtes getan. Und zu Jesus sagte er: Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus antwortete: Amen, das sage ich dir. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. If you're the Son of God, come on,
thorns. We have no king but Caesar. I hope the priest say. Well, I don't believe those religious folks, you know. They're all hypocrites anyway. You've got power, Son of God. Now you're done. You've got power, Son of God. Have you no shame, no godly fear? You would mock innocent blood. You and I, we know why we're here. When you come to your kingdom, Lord, will you remember me? Verily this day we will be together in paradise. Oh, I pray! You've got power, Son of God. Now you're done. You've got power, Son of God. Now we're done. You've got power, Son of God. Raise the dead. Also zuerst zum obersten Balken bei den orthodoxen Kreuzen. Das ist relativ einfach. Wir finden diesen Balken in anderer Form auch auf den Kruzifixen im Westen. Denn es ist kein richtiger Balken, sondern ein Schild. Wir haben es im Bericht von Lukas gehört. Wie üblich bei den Römern wurde bei der Hinrichtung ein Schild am Kreuz befestigt. Sie nannten das Titulus. Auf dem Schild wurde der Name des Verbrechers notiert, meist auch die Herkunft und ganz sicher der Strafbestand. Also der Grund für die Hinrichtung. Aus Sicht der Römer steht darum auf dem Kreuz von Jesus: Jesus aus Nazareth, König der Juden. Jesus aus dem kleinen Davididen-Auswandererkaff im Norden, ein potenzieller Aufrührer gegen die römische Besatzungsordnung in Judäa. Dafür haben ihn die Römer hingerichtet. Auf den westlichen Kruzifixen findet ihr als Titulus oft die Abkürzung INRI. Das kennt ihr vielleicht. INRI steht für die Anfangsbuchstaben von Jesus Nazarenus Rex Judaeorum. Eben Jesus aus Nazareth, König der Juden. Oberster Querbalken also bei den orthodoxen Kreuzen ist der Titulus. Gehen wir nun einen Schritt nach unten. Der große Querbalken ist natürlich der Balken, an dem die Verbrecher mit ihren Armen angenagelt wurden. Und es ist der Balken des Kreuzes, den die Verurteilten in einem Spießrutenlauf selbst zum Hinrichtungsplatz tragen mussten. Offensichtlich war Jesus von der Folter der vorangegangenen Nacht schon zu entkräftet, um diesen Querbalken noch selbst tragen zu können. Darum haben die Römer unterwegs den Erstbesten requiriert. Doch es ist bedeutungsträchtig, wen sie da für diese Aufgabe erwischt haben. Ein Mann namens Simon, okay, er ist kein Einheimischer, sondern ein Ausländer. Einer aus Libyen, ein Afrikaner. Kyrene lag in der Nähe, wo heute die Stadt Benghazi liegt. Und so werden mit Simon aus Kyrene auch du und ich Teil der Geschichte. Denn wenn Simon, der Afrikaner, den Kreuzbalken hinter Jesus herträgt, wird so die ganze Menschheit hineingezogen. Was da am Kreuz mit Jesus geschieht, das betrifft nicht nur den vorderen Orient, sondern die ganze Welt. Wir alle gehören in diese Geschichte hinein. Das Geschick von Jesus wird mit dem Schicksal der ganzen Welt verwoben. Der dritte und unterste Balken der orthodoxen Kreuze, der steht dann für die Fußleiste am Kreuz. Ja, dieser Auflagepunkt für die Füße ist den Römern für die Folterung wichtig, damit die hängenden Verurteilten nicht zu schnell ersticken, sondern erst über lange Zeit qualvoll sterben. Und so ist die Fußleiste am Kreuz von Jesus ein Ausdruck der gesammelten menschlichen Grausamkeiten. Jesus stirbt nicht nur einfach, er stirbt unschuldig. Und
Und in ihm liefert sich Gott selbst der Bosheit von uns Menschen aus. In Jesus am Kreuz bündeln sich darum die Grausamkeiten, die grausamen Erfahrungen aller Gewaltopfer. Dann wurden auch noch die Kleider beim Glücksspiel verspielt. Gut möglich also, dass Jesus ganz nackt am Kreuz hängt, gemartert und öffentlich bloßgestellt. Gott selbst ist da mittendrin in diesen dunkelsten Stunden. In Jesus am Kreuz bündeln sich darum auch die grausamen Erfahrungen von allen Menschen, die irgendeine Form von Missbrauch erfahren. Was am Kreuz von Jesus geschieht, das betrifft uns alle. Jesus stirbt mit uns an der Sünde der Welt und Jesus stirbt für uns, für die Sünde der Welt. Doch ich habt euch sicher auch gefragt, warum diese Fußleiste jetzt an diesen orthodoxen Kreuzen ein schräger Balken ist. Ja, der unterste Balken steht nämlich auch für eine Waage. Gemeint ist die sogenannte Waage der Gerechtigkeit. Dieses Bild taucht schon bei den alten Ägyptern auf. Sie haben sich vorgestellt, wie Osiris in der Totenwelt jeweils das Herz der Verstorbenen gegen die weiße Feder der Maat abwägt. Und falls das Herz schwerer als die Feder sei, dann würde es an Armut verfüttert und die Seele des Verstorbenen in die Dunkelheit geworfen. Ja, wir finden dieses Motiv der Feder der Wahrheit auch auf dem letzten Album der Schweizer Thrash-Metal-Band Poltergeist. Ihr seht es vorne eingeblendet. Jetzt bei den alten Griechen stellte man sich hingegen vor, wie die Götter die Waage hielten, um bei einem Kampf das Schicksal der Helden zu ermitteln. Aber auch im Alten Testament wird auf das Bild des Wägens der Seele zurückgegriffen. Hiob zum Beispiel sagt: Gott möge mich auf rechter Waage wägen, so wird er meine Unschuld erkennen. Oder dem letzten babylonischen König Belshazzar wird vom Propheten Daniel verkündet, dass Gott ihn auf der Waage gewogen und für zu leicht befunden habe. Das war ein Teil der Bedeutung der geisterhaften Schrift, die beim Fest plötzlich an der Palastwand erschien. Mene, mene, tekel, upasim, hieß es da. Später dann im christlichen Mittelalter stellte man sich vor, dass beim Gericht am Ende der Zeit der Erzengel Michael die Seelen wägen würde. Warum zeigt nun das orthodoxe Kreuz die Seelenwaage? Im Bericht von der Kreuzigung bei Lukas wird von 2 Verbrechern erzählt. Wir haben es gehört, 2, die mit Jesus gekreuzigt wurden. Einer rechts, einer links. Die Tradition hat ihnen später einen Namen gegeben: Dismas und Gestas. Der eine ist auch noch in seinem qualvollen Todeskampf in Selbstgerechtigkeit gefangen und verflucht Jesus. Der andere hingegen, der bekennt seine Schuld. Er erkennt Jesus als Retter. Und er bittet Jesus, sich an ihn zu erinnern, wenn er durch den Tod hindurch seine Herrschaft als Messias antreten wird. Im orthodoxen Verständnis schlägt hier die Seelenwaage aus. Für Dismas geht es nach oben, für Gestas nach unten. Und die Seelenwaage prangt am Kreuz, weil auch wir immer wieder vor einer Entscheidung stehen. Wie reagieren wir auf Jesus? Der Bericht von der Hinrichtung von Jesus zeigt die ganze Palette an Möglichkeiten, wie wir Menschen auf Jesus reagieren können. Jetzt brauche ich den Manoa noch einmal. Die erste Reaktion. Das Volk stand dabei und schaute zu. Da gibt es also die einfach zuschauen, aber nicht berührt werden. Oder es gibt diejenigen, die über die Gewalt und das Leid klagen, das an Dritten geschieht. Viele Leute aus dem Volk folgten Jesus. Darunter waren Frauen, die sich auf die Brust schlugen und um ihn weinten. Aber sie verkennen, dass die Gewalt und das Leid in der Welt auch etwas mit ihnen persönlich zu tun haben könnte. Ja, dass sie vor allem bei sich selbst hinschauen müssten. Ihr Töchter von Jerusalem, weint nicht um mich, weint vielmehr um euch selbst und um eure Kinder.
Und es gibt diejenigen, die sarkastisch werden. Die Mitglieder des jüdischen Rates verhöhnten ihn. Sie sagten, andere hat er gerettet, jetzt soll er sich selbst retten, wenn er der Christus ist, den Gott erwählt hat. Und es gibt die, die noch einen Schritt weiter gehen. Diejenigen, die vom Strudel der Bosheit mitgerissen werden und sich am Leid der anderen ergötzen. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie gingen zu Jesus und reichten ihm Essig. Und es gibt diejenigen, die wie Gestas so im Sumpf ihrer eigenen Bosheit und des eigenen Leids verhaftet sind, dass sie aggressiv, zynisch werden. Menschen, die auch im Angesicht des Abgrundes noch selbstgerecht und ohne Mitgefühl reagieren, die nicht glauben können, sondern nur fluchen. Auch einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, verfluchte Jesus. Aber es gibt auch diejenigen, die wie Dismas in der Begegnung mit Jesus ihre eigene Schuld erkennen und bekennen und die sich Jesus anvertrauen, die ihr Vertrauen und ihre Hoffnung im Leben und Sterben auf ihn setzen, weil er derjenige ist, der gestorben und auferstanden die Herrschaft im Himmel angetreten hat und sein Reich von Heil und Frieden auch auf der Erde aufrichten wird. Beim Nachsinnen über dem orthodoxen Kreuz wurde es für mich ein Kreuz für die Metal-Szene. Denn in den Herbstferien sah ich beim schrägen Querbalken plötzlich eine doppelte Achtelsnote. Eine doppelte Achtelsnote, E-Gitarren staccato. Und so habe ich ein Metal Church Kreuz gezeichnet, ein Kreuz für die Metal-Szene. In der Szene gibt es ja sehr lautstark das ganze Spektrum an Reaktionen auf Jesus, so wie wir es vorhin schon gehört haben. Da gibt es eben die, die vor der Bühne unberührt zuschauen. Es gibt auch die, die in ihren Liedtexten oder in Diskussionen lautstark über die Gewalt und das Leid klagen, das an Dritten geschieht. Aber die eben oft auch verkennen, dass die Gewalt und das Leid in der Welt auch etwas mit ihnen persönlich zu tun haben könnten. Ja, dass sie vor allem bei sich selbst hinschauen müssten. Oder es gibt diejenigen, die das Ganze nicht an sich heranlassen und aus einer überheblichen Warte sarkastisch reagieren und die dann Jesus und auch seine Nachfolger verhöhnen. Und es gibt die, die noch einen Schritt weiter gehen. Sie werden vom Strudel der Bosheit mitgerissen und ergötzen sich am Leid der anderen. Ihr kennt sicher die Lust am Gore im Metal. Und es gibt diejenigen, die im Sumpf der eigenen Bosheit und des eigenen Leids so verhaftet sind, dass sie aggressiv zynisch werden. Metaller, die auch angesichts des eigenen Abgrunds noch selbstgerecht und ohne wirkliches Mitgefühl reagieren, die nicht glauben können und nur noch fluchen können. Aber es gibt auch diejenigen, die in der Begegnung mit Jesus ihre eigene Schuld erkennen und bekennen, die sich Jesus anvertrauen, die ihr Vertrauen und ihre Hoffnung im Leben und im Sterben auf ihn setzen, weil er derjenige ist, der gestorben und auferstanden die Herrschaft im Himmel angetreten hat und sein Reich von Heil und Frieden auch auf der Erde aufrichten wird. Wie reagierst du als Metalhead auf Jesus? Möge dir der Passionsbericht von Lukas den Weg weisen. Du findest alles symbolisch verdichtet in diesem Metal Church Kreuz, dem Kreuz für die Metal-Szene. Ich lobe dich, Herr, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dies Wort ist eine Lampe für meinen Fuß und das Licht auf meinem Weg. Und Gottes Volk schreit: Amen. Amen.